Ja, herzlich willkommen zurück in Shichan. Ich bin der Dani Vega und ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von meinem Let's Build. Heute geht es im ähnlichen Stil weiter. Wir haben ja das letzte Mal noch die kleine wie soll ich sagen? Wir haben das letzte Mal nur eine kurze First-Person-Ansicht gehabt, wo ich die einzelnen Keller und vor allem auch Innenansichten ein bisschen abgecheckt habe und so weiter. Und heute geht es eben, wie gesagt, geht's im ähnlichen Stil weiter. Ich werde noch ein paar weitere Häuser bauen. Also insgesamt etwa auf 1, 2, 3, 4. Ich glaube, noch 4 weitere Häuser müssen das etwa sein, nach meinem Gefühl. Und dann sollte dann, zumindest was die Häuseranzahl angeht, sollte der Wohnbezirk fertig sein. Und dann werde ich mich dann mal dran wagen, weitere Gebäude in Shichan zu bauen. Aber bevor ich so weit bin, wie gesagt, muss ich jetzt noch ein paar Häuschen bauen. Und was noch dazu kommt, was auch in dieser Episode wird noch dazu kommen, sind Dächer. Weil, wenn ihr ja seht, sind ja die meisten Häuser noch unbedacht. Und das will ich dann eben gegen Ende dieser Episode noch nachholen. Jetzt bin ich gerade dran, ein grösseres oder zumindest ein grösserflächiges Häuschen zu bauen. Auch hier wieder mit der Abtrennung mit Vines, mit Efeu, Efeu, ja. In der Mitte, wo so als Girlanden oder so in etwa fungieren. Hier habe ich gemerkt, ich brauche ein bisschen flacheren Boden, sonst würde ich irgendwie das Haus voll in Berge reinputzen oder in Hügel reinputzen. Das habe ich nicht wollen, also habe ich ein bisschen Terraforming betrieben. Hier und dort ein bisschen Blöcke weggeschnitten und das mache ich ja hier wieder. Und auf der rechten Seite von dem Häuschen, wo ich jetzt gerade dran bin, seht ihr es nicht ganz, aber ein bisschen vielleicht, habe ich noch einen kleinen Balkon, wenn man so will sagen, oder ein kleines Gärtchen. Das wird ihr nachher sicher noch ein bisschen besser sehen. Nur baut einfach so als Idee, was wir noch dazu machen können. Führe jetzt ein bisschen Kosmetik durch, wo ich jetzt nicht so gut kann sagen, was genau passiert, weil ich ein bisschen zu weit weg war. Es ist aber gar nicht so einfach mit dem Mod, den ich nutze, um meine Video, also meine Zeitrafferaufnahmen aufzunehmen, ist manchmal noch recht tricky, das Ganze zu timen, wie genau was man will, wie genau man so die Kamera positionieren und so weiter, damit man nachher schön die richtigen Gebäude auf dem Bild hat, die man gerade so gerne hätte. Oder? Darum habe ich jetzt auch nicht, die 2 Gebäude zwischen dem, die ich zuerst gebaut habe und dem, wo ich jetzt dran bauen bin, übersprungen, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass meine Kamera, so wenn ich abgeschätzt habe, dass das falsch ist, meine Berechnungen. Also darum geht es mit dem Gebäude, wo ich jetzt dran bin, anfangen. Und hier habe ich so eine Idee gehabt, dass ich etwas Ähnliches mache wie im Haus gerade hinten dran, also so einen zweiten Stock machen. Der zweite Stock aber der zweite Stock nicht die gleiche Grundfläche hat wie das Erdgeschoss, dass es einen grösseren Balkon gibt, wo man in die Mitte vom Wohnbezirk zum Park runtersehen kann. Da bin ich jetzt wirklich am Austesten, so wie hoch sie genau der obere Bereich vom Balkon oder vom Erdgeschossdach, direkten Dach, soll machen. Ein bisschen mit dem Balkon umtestet. Und so grundsätzlich, also was mir mit der Zeit, also auch in Zukunft, ein bisschen Mühe bereitet hat oder bereiten wird, ist da, dass ich die Clayblöcke, also die Lehmblöcke, immer innerhalb von der, also eigentlich sozusagen als wie sagen wir, was Gips? Was macht ein Gips? Ist egal, also einfach, dass die Auskleidung von der Räume innen dran wie eine zusätzliche Reihe Blöcke benutzt oder braucht. Ich habe das gemacht, damit ich an der Aussenfassade
Möglichkeit habe, eine weitere Möglichkeit habe zur Dekoration, dass nicht einfach alles nur über Holz, 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 Holz ist, sondern dass wenn man irgendetwas in Fassaden zeichnet, zum Beispiel in den Fenstern sehen wir es ja zum Beispiel, dass da immer ein bisschen rote Wand durchschimmert. Das habe ich eigentlich eben absichtlich gemacht, damit ich ein zusätzliches Dekorationselement habe. Gleichzeitig ist das aber auch ein bisschen ein Nachteil, weil ich muss immer, wenn ich ein Gebäude plane, habe ich das Problem, dass ich dass ich architektonisch immer ein bisschen weniger Platz zur Verfügung habe. Also von außen sehen die Gebäude immer grösser aus, als sie drinnen dann tatsächlich sind. Aber ja, da das sozusagen ein bisschen wenn man so will, der Pöbel ist von Xinjiang, ist es nicht ganz so tragisch, wenn sie in ihren Häusern nicht so mega viel Platz haben. Aber dennoch, es ist gar nicht so einfach. Aber wenn ihr selber Sachen baut, dann werdet ihr das merken. Werdet ihr das selber auch merken. Genau. Ja, nach dem kleinen Schnitt von vorher bin ich jetzt übergegangen, oder habe ich meine Kamera neu eingerichtet, damit ich auch die zwei Häuser, also sind es doch, nein, es sind zwei, müssen zwei sein, damit ich auch die zwei Häuser auf der Linken, also hier das, was ich baue und das dann links davon, dass ich genug, ja, dass ich die Kamera so eingerichtet habe, dass die drauf kommen. Und ja, habe hier wieder mit einem klassischen Design umgespielt, gemerkt, dass ich es ein bisschen zu tief gemacht habe, dass ich in einem Block zu tief war. Das Ganze ein bisschen aufgesetzt, auch hier, dass ich ein bisschen mehr Spielraum habe für Innenarchitektur, wenn ich dann damit anfange. Ich versuche noch ab und zu noch ein paar Fenster zu machen. Jetzt, wo ich das nochmal anschaue, also ich muss zugeben, dass die Fensterkonstruktion, die sehr, wie soll ich sagen, sehr geräumig ist eigentlich, ich finde das grundsätzlich eigentlich ein sehr witziges Design, aber es ist so, soll ich sagen, so nicht platzsparend. Also es ist irgendwie ein bisschen, ja, nicht ganz so ideal, wenn ich jetzt, wenn ich es eben ein bisschen anschaue, und vor allem, wenn man es auch in der Innenansicht mal sieht und so weiter. Ich bin mir am überlegen, ob ich das dann soll verändern, ob ich das dann soll anders machen. Also ich vielleicht das Design behalten, aber irgendwie noch mit Glas noch etwas machen, damit es noch weniger sperrig wird mit diesen Glashägen. Aber wie gesagt, das ist etwas, was ich mir noch überlegen muss. So, wie es jetzt ist es eigentlich okay, aber ja, das könnte es vielleicht noch ändern. Jetzt habe ich gesagt, eben, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz oder ich tue meine Kamera einrichten, damit ich mehr Platz habe für die weiteren Häuser, aber ich habe gesehen, ich konnte genau nur die Fassade machen und habe gemerkt, ich glaube, das mag dann gleich nicht mehr drauf. Also habe ich dann halt beim nächsten Häuschen weitergemacht. Genau. Bei dem, was man rechts sieht, wo man jetzt rechts nur die Fassade sieht, habe ich gedacht, ich mache mal ein Design, das ich noch nie gemacht habe, indem ich so eine Art zentrales, soll ich sagen, einen zentralen Eingang mache und dann das Haus sich auf beiden Seiten weiterzieht. Damit ich so einen richtigen Eingang, also wirklich einen Gang habe am Anfang. Und dann auf beiden Seiten eigentlich schön Platz habe für Wohnbereich und so weiter. Ich habe zusätzlich noch einen weiteren Eingang gemacht, eine Art Keller-Ein- oder Ausgang, je nachdem, wenn man es anschauen will. Und das ist einfach so ein zusätzliches Element. Ich bin dann auch noch am Überlegen gewesen, ob ich an gewisse andere Gebäude noch eine Art Kellereingang soll machen. Das vielleicht auch so als, wie soll ich sagen, als zusätzliche Möglichkeit zum Wohnen, also dass man dass eine Familie oder ein ja, ein Bewohner, Mieter, wie auch immer, ich weiß nicht, wie viele Leute das jeweils rein und Platz haben, dass man einfach die Gebäude an ein Gebäude zu zwei Wohnungen machen eventuell. Dass der Keller dann nicht als
Lagerung dient, sondern als zweiter Wohnbereich. Denn da es schon in zweiten Eingang gehabt hat, habe ich gedacht, ja gut, ich könnte mir den ja gerade noch ein bisschen geschützt machen vor Wind und Regen und habe dann daraus ein Dach gemacht und das Dach dann noch weitergezogen zu einem Balkon für das Obergeschoss. Weil, ja, wenn es schon da ist, kann ich ganz gut einen Balkon draus machen und habe es dann auch gemacht. Ja, jetzt fange ich noch an, oder habe ich noch angefangen mit Gravelweg machen, mit Kiesweg, damit sicher auch alle Gebäude begehbar sind, dass man nicht einfach muss durchs Gras laufen und so. Und ich werde dann sicher auch noch mit Gras, also mit Gras und Blümchen noch ein bisschen mehr dekorieren. Dann haben wir wieder einen Schnitt, wo ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, das letzte oder das zweitletzte Gebäude von dem Wohnbezirk fertigstellen. Und sobald ich das dann habe, werde ich mich dann wo ich zuerst habe ich gemeint, der mühseligen Arbeit von der Konstruktion von Dächern wird widmen. Aber es hat sich dann irgendwie dir schnell gezeigt, dass es eigentlich gar nicht so langweilig ist. Sobald ich dann mal den Dreh draussen habe, wie das genau ein Dach sollte aussehen. Und ich gemerkt, dass ich auch die wird können modifizieren, je nach dem, was ich mir so ein bisschen vorstelle. Ist es dann doch noch relativ spannend geworden. Also, man hat so kleine Möglichkeiten, also so 2, 3 Möglichkeiten gehabt, wenn man kann ein bisschen Individualität in das einzelne Gebäude reinbringen kann. Und das hat mir dann eigentlich plötzlich relativ gut gefallen, was man da für Möglichkeiten hat. Das war noch lustig gewesen. Hier ist es einfach so ein bisschen langsam allmählich so ein bisschen immer das Gleiche, oder? Also einfach nur bei der gleichen Höhe von Stockwerk, an der gleichen Ort wie heisst sie, Oakwood Logs, also Eichenholz, Baumstämme setzen, dann Birkenholz, Planks und rote Clayblocks setzen. Das ist eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche. Darum bin ich jetzt eigentlich auch froh, dass ich dann gleich mal fertig bin mit dem Gebäude. Weil, ja, ich will euch auch nicht unnötig langweilen. Und ich habe jetzt mal ein erstes Design für ein Dach ausprobiert. Ich werde immer auf der Kanten nach außen, Ecken nach außen, eine Art Erhöhung machen, weil wenn man so ja, klassische asiatische Gebäude anschaut, irgendwelche Dojos oder Tempel oder so, da hat es immer auf den Seiten so Winkel nach oben. Ich habe das auch schon ein bisschen versucht im Palast zu machen. Wenn ihr seht, jetzt seht ihr es gerade nicht im Hintergrund, beim Theater seht ihr es jetzt gerade ein bisschen. Ich habe dann ein bisschen rumbasteln mit, soll ich jetzt Planks, also ich habe jetzt hier Spruce Wood, wo ich jetzt nicht ganz, wahrscheinlich ist das Fichte, bin nicht ganz sicher, Holz, und habe dort ein bisschen rumgepröbelt mit verschiedensten Designs. Ich habe mich dann entschieden für eine Reihe Slabs, also halbe Holzblöcke zu schaffen und dann nach innen rücken, die Baumstämme freilassen und auf der ersten Reihe oder auf der Reihe Lehmklötze dann Holzblöcke setzen und auf diese Blöcke dann nach innen ziehen in halben Holzblockschritt aufzuziehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ich damit sagen will. Also ich arbeite nicht mit Stegen, was man zum Beispiel auch arbeiten können, wenn man Dächer macht, sondern mit Slabs. Und dadurch werden die Dächer ein bisschen flacher, aber das ist gut, weil die Gebäude sind zum Teil schon ein bisschen gross. Dann müssen sie nicht auch noch zusätzlich höher oder künstlich höher werden. Und was ich jetzt gemeint habe mit dem Design und so, ihr seht jetzt an dem Gebäude, wo ich dran bin, auf dem obersten Stock, das Dach, dort habe ich ein bisschen, in der Mitte ein bisschen umgebastelt mit Slabs und Blocks, um es einfach ein bisschen, nicht individueller, aber ein bisschen
ja, variabel zu machen, dass es nicht immer das Gleiche gibt. Und auch hier wieder bin ich ein bisschen unter Zeitdruck gekommen. Ich habe plötzlich gemerkt, dass meine Kamera nicht so ideal eingerichtet war. Also wieder ein bisschen hin und her switchen müssen von Tag zu Tag, damit ihr überhaupt seht, was ich mache. Hier ist es gerade so knapp geworden, dann habe ich gemerkt, okay, die Kamera geht in die andere Richtung, also kann ich da eigentlich schön mitziehen. Und hier habe ich so ein bisschen versucht, wie tue ich da schön ein Dach schlau machen, indem ich wie kann ich das Dach ums L herum einigermaßen sinnvoll machen. Das wird hier genau das Gleiche sein. Wobei bei dem vorher noch das Problem war, dass der vordere Teil des Gebäudes ein bisschen niedriger ist als der hintere. Und es soll ja trotzdem einen einigermaßen intelligenten oder ansehnlichen Übergang von Dach, der einen Hälfte, von der einen Hälfte vom Dach zur zweiten geben. Und auch hier habe ich zum Beispiel eigentlich sozusagen zwei Dächer gemacht oder zwei Teile von Dächern gemacht, weil sich das irgendwie besser angefühlt hat. Hat nicht einen wahnsinnig besonderen Nutzen, wenn man so will, aber es ist doch noch, ja, nach meinem Empfinden spannender gewesen, wenn man es so macht. Im Gebäude, wo ich vorher war, also da in der Mitte, das vorderste links, da sehen noch die kleine Terrasse oder Erdgeschoss, ja, das Erdgeschoss-Terrasse, das ich erzählt habe. Ich habe dort einfach mal etwas ansetzen, damit es so aussieht, als würde dort jemand so sein Schrebergärtchen im eigenen Balkon halten. Genau. Jetzt ist es ein bisschen weit weg, ich sehe nicht ganz so gut, was ich am machen bin. Wobei, ich meine, ich könnte es eigentlich auch mehr oder weniger denken, als ich einfach jetzt dorthin in der Ferne das Dach am fertig bauen bin. Kurzer Schnitt, Unterbruch. Und Dächer noch für die letzten 3 Gebäude. Auch hier habe ich wieder das Problem, Problem nicht gerade, aber die Schwierigkeit, dass ich den vorderen Teil des Gebäudes ein bisschen niedriger gestaltet habe. Also versuche ich einfach so eine Abstufung zu machen im Dach. Wo ja auch ein- bis zweimal habe ich wieder zurückkommen, weil es mir irgendwie nicht so recht gefallen hat. Wo es genau das Slab jetzt ist, wo es genau der Holzblock jetzt ist, und habe ich hin und her schieben, aber schlussendlich bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Genau. Und jetzt wäre das nur drittletztes Dach. Dann habe ich es dann bald. Genau. Also was ich immer auch gemacht habe, ist, dass wenn ich habe nicht nur Slabs gebraucht, um die Dächer zu machen, sondern so ein bisschen abgewechselt mit Slabs und Holzblöcken. Das sieht optisch zwar von außen genau gleich aus, als würde man nur mit Slabs arbeiten. Aber wenn man nachher im Gebäude innen ist und von unten rauf schaut, haben wir noch das Gefühl, dass da ist nachher einfach die Abstufung genau gleich wie auf dem Dach oben. Also von innen zu schauen, ist es genau gleich wie von außen zu schauen. Und das ist noch eigentlich relativ komisch, also ein bisschen stark abgestuft. Und wenn man aber eine Varianz hat zwischen, ich fange an mit Slab, dann mit dem Holzblock, dann ist man von außen haben wir eine Abstufung, aber von innen gesehen hast du eigentlich gleiche Höhe, also weil Slab und Holzblock ja gleich hoch, also gleich vom gleichen Boden sind, aber von oben her gesehen eine Abstufung haben. Und so, wenn man so ein bisschen variiert oder ein bisschen wechselt zwischen Slab und Holzblock, haben wir nachher eigentlich auch von innen her gesehen eine viel sanftere Abstufung als dass sie außen ist, wo man sie außen ja eben so will. Genau. Und jetzt wäre ich noch beim letzten, eigentlich fast das schwierigste, oder wenn ich gemeint habe, schwierigste Dach. Also, weil es schräg ist und alles, was schräg ist in Minecraft, ist schwierig. Aber es hat sich dann doch sehr viel einfacher herausgestellt, als ich gedacht habe. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen verlangsamten Timelapse, ein bisschen zum zeigen, wie es jetzt von oben aussieht. Ihr seht schon, die Hausgänge habe ich noch ein bisschen angepasst im Vergleich zu den Timelapse-Aufnahmen von vorher. Ich habe einfach ein bisschen Individualität reinbringen, eben auch zum Teil mit den Clayblocks, wo dahinter stehen, ein bisschen mit Hägen und so weiter. Habe ich ein bisschen umgebastelt.
Zum Beispiel eben da mit den Häken und so weiter. Auch ein paar Fackeln noch gesetzt. Fackeln sowieso, das wird ihr jetzt dann gerade noch sehen auf den Hausdächern oben. Habe ich auch noch ein bisschen Fackeln gesetzt, damit sie beleuchtet sind. Und nicht, dass irgendwelche komischen Mönsterchen oder so plötzlich werde ich drauf spawnen. Und genau. Und das wäre jetzt eigentlich so der Wohnbezirk von Shinchan. Gut. So in voller Größe und auch in der Nacht. Gut. Das wär's gsi jetzt von dieser Episode. Ich kann euch schon erzählen, was das nächste Mal wird und was das nächste Mal wird gehen. Und zwar werde ich Kasernen anfangen bauen. Es wird wahrscheinlich ganz so einfach. Kasernen werde ich anfangen bauen und dann irgendwann mal zum reichen Bezirk, also zu den Häusern zu den Villen von den Reichen übergehen. Weil auch die wird es haben in Xinjiang. Und die Häuser werden natürlich ein bisschen grösser und ein bisschen fancier sein als die ich jetzt gemacht habe. Gut, also, das war es von mir. Ich bin der Dani Vega und ich bin in Xinjiang und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!